Die Morgen. Ist das spannend gewesen, diese Woche? 2 Tage lang zuschauen. Lach nicht, du musst nachher. Ja, super spannend. 2 Tage lang zuschauen, wie nichts passiert, das muss man auch mal können, oder? Zuschauen, wie jetzt Oerlikon bei Zürich ein Haus verschoben worden ist. Fabian Unterreger, es ist ein Steilpass für uns. Ist so, ja. Zum Glück Das ist ein bisschen wie Nationalrat. mit dem Fabian Unterreger. Machen wir es doch nochmal in Zahlen, oder? 60 Meter. Lange, ewige Meter sind das gewesen, live im Fernsehen. Für den Nationalrat Christoph Mörgeli sind mit dieser Hausverschiebung zu Oerlikon schlimmste Befürchtungen Realität geworden. Ja, da sieht man mal wieder, wo die Prioritäten der linksgrünen Regierung liegen. Da wird das Problem nicht gelöst, sondern verschoben. Ich habe das Haus persönlich nach seinem Pass gefragt und es hat mir keine Antwort gegeben. Darum würde ich das Haus sofort ganz ausschaffen, verstehen Sie? Ganz weg. Sicher ist einfach jetzt die Hausverschiebung ist jetzt eine teure Sache gewesen. Ist zwar erfolgreich gewesen, aber es gibt Leute, die sagen, es Luxus, oder? Purer Luxus. Und dann noch im Fernsehen mal schauen, was die Weltwoche dazu gerade so recherchiert. Chefredakteur Roger Köppel, wie sieht's aus? Ein Haus ist eine Wohnung, wo ein Haus ist. Um was geht's? Tatsache ist die, ich weiss es auch nicht. Bin vor dem Fernsehen eingeschlafen. Punkt. Die Hausverschiebung, man muss es anders sehen, ist vielleicht auch eine Parabel auf einen Trend in der Gesellschaft, auf die Wiederentdeckung von der Langsamkeit. Beim Essen sagt man Slow Food, im Fernsehen redet man von der Zeitlupe. Ja, sogar der Fußballtrainer Christian Gross bekommt unterdessen den gesellschaftlichen Trend zu spüren. Ja, es ist hart, sehr hart. Ich muss erleben, wie sogar ältere Objekte als ich sich noch bewegen und schneller einen neuen Platz finden. Alles tut weh. Ich bin immer noch auf der Suche. Aber es gibt da vielleicht eine Möglichkeit für ein Comeback. Für das müsste ich den Gigi Öri zeigen, mit wie viel Kraft ich ein altes Hausstoss verschieben kann. Schöner Moment für einen Themenwechsel. Der Abschied von prominenten Schweizer hat uns auch bewegt in den letzten Tagen. Der Schauspieler Walter Roderer, die Fernsehlegende Kurt Felix. Und gleichzeitig herrscht in der Schweiz auch ein Bienensterben. Hat das einen Zusammenhang? Wir fragen den Biologen vom Schweizer Fernsehen, der Andreas Moser, hat das einen Zusammenhang? Nein. Aber ein anderes Biothema ist in den Schlagzeilen. Ein chinesischer Käfer, der in der Schweiz keine natürlichen Feinde hat, wird gäng mehr zur Plage. Wie schlimm ist es denn wirklich? So ist der Lauf der Zeit. Früher ist der Käfer noch in Deutschland produziert worden, heute halt in China. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.